Herzlich willkommen, liebe Leute, bei Blicker bei Europa, hier von Brüssel das Woche. Ich hatte letzten Samstag zu Lützeburg in einem Bürgerdialog teilgenommen und da ist es um Sozialpolitik gegangen, unter anderem. Wir waren auf 4 Einzelworkshops abgedeelt mit 4 Europadeputierten. Und wenn ich so das Mindestlohn gewirrscht, Sozialpolitik, Mindestlohn, dann wird er natürlich am Laufe des Dialogs ein bisschen ausgeschweift, dass der urbaner Gebiete von der Sozialpolitik sind wir auch angegangen. Das ist so, dass das war organisiert vom Zentrum für politische Bildung, neuen Zentrum, neue Institutionen, die ans Leben gerufen haben. Also, das war ganz interessant. Ich diskutiere immer gerne mit den Bürgern, für zu sehen, was sie sich erstens mal in Europa vorstellen, in der Europäischen Union, und zweitens aber auch, was hier Erwartungen sind. Und da muss ich sagen, die Erwartungen sind hochgeschraubt. Am besonderen Samstag wird sich herausgestellt, an der Sozialpolitik, die Leute verlangen immer mehr sozial in Europa. Und da ist es ganz schwer, für das anzugrenzen, indem ihr den hin seht, die Leute seht, die Bürger seht, ja, wo haben wir eigentlich Kompetenzen? Weil das ist ein bisschen das Problem für die Europäische Union, für das Funktionieren zu verstehen, muss ich wissen, wo die einzelnen Kompetenzen liegen, wen hat was, wo zu so, in welchen Bereichen. Das ist so, dass die Memberstaaten gar nicht gerne Einzelbereiche von der Souveränität aufgehen und Kompetenzen auf europäischem Niveau verlagern. Da sind sie immer ganz zurückhaltend, auch Lützeburg. Ist da nicht immer feierend. Wir sind auch ganz oft in verschiedenen Bereichen zurückhaltend. Und wir feiern das Jahr 60 Jahre Europaparlament und ich meine, das ist eine gute Gelegenheit, für vielleicht mal ein paar Worte darüber zu verlieren, was hat das Europaparlament eigentlich in welchen Bereichen zu sagen. 1957, wie gesagt, ist es angegangen und da hat das Europaparlament immer ein bisschen mehr Kompetenzen gekriegt. Und 2009, mit dem Inkrafttreten vom Lissabon-Vertrag, ist es auf ganz viele Bereiche zu der Kodecision gekommen, das heißt, wir sind gleichen Niveau wie die einzelnen Memberstaaten, und wir verhandeln dann noch immer, wir negozieren, bis wir eine europäische Gesetzgebung zustande kriegen. Das ist aber noch nicht an alle Bereichen der Fall. Es bleibt doch noch ganz viel Sput nach oben. Auf verschiedene Bereiche, wie zum Beispiel an der nationalen Kompetenz, bleibt Kultur. Da bleibt noch Steuern, da bleibt auch die Education, vor allem zum Beispiel an Deutschland, als die Education eine Sache von den einzelnen Ländern, also gut Bund hat da nicht mehr begrenzte Kompetenz, und natürlich auch den Tourismus. Dann wird exklusiv europäische Kompetenz, als der Tisch für Memberstaaten hier Souveränitätsrechte aufgehen haben auf europäischem Niveau, weil wir der Meinung sind, dass da als gemeinsame Europäische Union mehr zu erreichen ist, wie wenn einzelne Memberstaat allein handelt, oder es sind Bereiche, wo ihn einfach zusammen schaffen, wie zum Beispiel am Transport. Am Handel, pardon, nicht am Transport, da komme ich noch darauf zurück, mir am Handel besonders. Und das war an den Diskussionen mit TTIP, mit CETA, waren wir ja da ganz stark engagiert, indem wir gesagt haben, das ist europäische Kompetenz. Wir haben das aufgehen, den Handel als exklusiv die Europäische Union, die die Verhandlungen zu führen hat. Natürlich auch als Währungsunion, natürlich als Zollunion, aber auch Fischerei. Und dann als E-Bereich, und das ist gedeelte Kompetenz, das heißt sowohl die Memberstaaten wie auch die Europäische Union. Und da fällt den Transport drin, da fällt aber auch die Umwelt drin, die Umwelt und die Energie. Und da fällt auch die Entwicklungspolitik, auf vor allem die Sozialpolitik. Und wenn ich so eine Sozialpolitik, da wäre das ja das Sujet, dass die Leute ganz hohe Erwartungen haben, aber wenn es gedeelte Kompetenz ist, da geben Memberstaaten nicht immer gerne Bereiche auf. Das ist auch zum Beispiel an der Pensionsproblematik, das heißt, sobald wie die Europäische Union sieht, Lützeburg, passen mal auf, das Pensionswesen ist nicht nachhaltig, die kriegt irgendwann ein Problem. Da sind wir immer ganz sicher dafür zu sagen, die Europäische Union, Kommission, kümmert euch, wenn ich gibt, mehr Kompetenzen, lasst euch an unserem System gewähren, denn wir gehen schon eins damit. Das aber, ich hatte Zugang schon gesagt, mit dem Antreten vom Lissabon-Vertrag hat das Parlament mehr Kompetenz gekriegt. Und da ist auch mehr Antreten angeflossen von der Sozialpolitik. Aber besonders die Charta von den Grundrechten und auch die Charta von der Sozialcharta, die zwar schon am Maastricht-Vertrag annimmt, war auch am Vertrag von Nice festgeschrieben gehen als ohne Großbritannien, was damals nicht mitmachen, mit war nie verbindlich. Und das ist am Lissabon-Vertrag, wo das verbindlich drankommt, ist mit den einzelnen Artikeln, die wie gesagt an den Treten auf die Sozialpolitik hinweisen.
Dann ist es so, dass für allem sind da pur große Errungenschaften, das heißt, ein Beschäftigter, ein Arbeiter, der sich an Europa bewegt, an andere Länder schaffen geht, darf nicht diskriminiert gehen durch seine Nationalität. Das heißt, er muss so viel verdienen wie Einheimische, er muss auch dieselben Rechte genießen. Das ist auch keine Diskriminierung, darf gemacht werden zwischen Mann und Frau. Das sind so auch Arbeitskonditionen, das heißt, das sind einfach schon wichtige Errungenschaften. Dabei kommt Gesundheit und Sicherheit auf dem Arbeitsplatz. Und auch am Bereich Emploi, als auch, wie gesagt, vieles dazu beikommt, am Vertrag von Lissabon. Dann ist es so, dass auch die Koordination von den einzelnen Security Sozialen, das heißt, eine Direktive, die sagt, muss an einem Land sozialversichert sein. Für das nicht ohne Sozialprotektion durchsteht, das ist auch geregelt, die sind wir am Gang neu zu machen. Muss wenigstens an einem Land sozialversichert sein, das ist wichtig. Und dann ist aber die letzte Zeit ging ich so ein Dier oder ein Fenster abgegangen mit der neuen Kommission unter dem Jean-Claude Juncker und besonders auch unter der Kommissarin Marianne Thyssen. Das heißt, die spürt auch, dass die letzte Zeit viel mehr von der Sozialpolitik geschwärzt wird. Die Kommissionen für drüben waren relativ liberal, das nicht für nichts geschwärzt gibt von dem Neoliberalismus, Deregulierung und so weiter, Privatisierung. Das hat an den 80er, 90er Jahren, Ugangs bis 2000er Jahre, bis die Krise auch nach ganz fern zugeholt gehabt. An der letzten Ast geguckt gehen, es gibt mehr von die makroökonomische Situation geguckt, und du hast auch geguckt gehen, wen als am Fond am besten durch die Krise kommen. Und das sind die Länder, die eine anständige Sozialpolitik gemacht haben, wo die Sozialpartner ganz stark sind, wo die sich auch einig sind über die Einzelbereiche von der Sozialpolitik. Und die Länder sind am besten rausgekommen. Und das darf hier auch von der Kommission Juncker auf den Weg geschickt gehen, für zu sagen, man muss in Sozialpolitik auch an Europa mit zum Thema machen, aber man muss ein paar Initiativen holen, für die Sozialpolitik zu stärken. Und das ist besonders mit der neuen Initiative über die Travailleurs détachés, wo ich auf dieser Platz schon viel davon geschwärzt habe, wo wir wegkommen sind vom Mindestlohn zu den Kollektivverträgen. Das heißt, wenn in ein anderes Land arbeiten geht, muss einen Kollektivvertrag anhalten. Dann ist es die ganze Mobilitätspark, all die Arbeiter beschäftigt, die mobil sind, Kamionchauffeur, Piloten und so weiter. Auch da sind wir am Gangen, und auch da sind ganz interessante Propositionen von der Kommission schon kommen, noch nach zu werden. Am europäischen Semester, die wisst, die Wirtschafts- und Währungspolitik wird aufgestimmt in den einzelnen Ländern. Da haben wir fertig, Sozialindikatoren mal dran zu kriegen, wie zum Beispiel die Maße von der Arbeitslosigkeit, Jugendarbeitslosigkeit, Armut und so weiter. Und zwar auch verbindlich, was bislang nicht der Fall war. Dann der Pilier Sozial, den er erstellt ging, also den im Sommer von Göteborg, war noch nicht verbindlich, aber dann aber trotzdem von den 3 Institutionen unerkannt, von der Kommission, von den Memberstaaten und vom Parlament. Und wir drängen darauf, dass er demnächst verbindlich an die Einzelträte angeschrieben wird. Und dafür in allem auch die letzte Proposition, die kommt von der Europäischen Kommission, das heißt, für eine Agence zu gründen, eine Agence du Travail, für so eine Agence, die zuständig ist für innerhalb von der Europäischen Union zu gucken, was läuft schief auf den einzelnen Arbeitsmärkten, was kann ich besser machen, was kann ich zusammen koordinieren, was kann ich noch besser zusammen kontrollieren, weil das ist auch ein großes Problem. Ein Land hat ein bisschen seine Spezifizitäten, und es geht nicht genug zusammen geschafft, es geht auch nicht genug zusammen gemacht. Auch wenn wir die letzte Zeit ein paar Initiativen, wie zum Beispiel eine Plattform gegen Schwarzarbeit und so weiter, an die Leben gerufen. Das heißt, das sind so Einzelinitiativen, wo ich mal so, und das sind am Ganzen an die 20, das heißt an die 20 Direktiven über Congé de Maternité, Congé de Paternel und so weiter, und Congé de Papa-Congé, pardon. Das heißt, das sind aber Initiativen, die an die richtige Richtung gehen. Und dann natürlich ein Instrument, das den nicht mehr vergessen, das ist der Europäische Sozialfonds, wo wir auch als Parlament immer drängen, für das ein paar die Summen mehr an den Budget vom Europäischen Sozialfonds ablesen, für das daraus ein ganz paar die Projekte an den einzelnen Ländern können finanziert gehen. Jugendarbeitslosigkeit, Jugendgarantie, das sind alles so interessante Instrumente, die uns dann auch zur Hand gehen, für, wie gesagt, eine bessere Sozialpolitik an Europa zu machen. Auch wenn ich weiß, und da bin ich ganz ehrlich, auch wenn ich weiß, dass noch viel zu machen bleibt, es bleibt noch ganz viel Sput nach oben. Mit der Kommission als ein Fenster abgegangen, die wir sollen nutzen. Wir sollen da nutzen, für ein bisschen mit Notdruck vorzugehen.
Auch als Parlament werden wir immer uns zu Wort melden, auch an den Kodecisionen mitschaffen, für eine Gesetzgebung zu kreieren, an der Hoffnung, dass die Fenster nach lang abbleibt und dass es nicht bei der nächsten Kommission, wie auch immer, vielleicht an die andere Richtung geht, was absolut zu bedauern wird. Ich wollte vielleicht noch zum Mindestlohn, weil ich damit angefangen habe, das ist wie gesagt gedeelte Kompetenz. Memberstaaten sind nicht bereit, einen europäischen Mindestlohn festzulegen. Auch von mir aus immer im Gedanken machen, wie ihr den könnt ansiedeln, wer den als Referenz holen von den einzelnen Ländern. Es gibt Unterschiede von 1 zu 10. Wenn wir daheim rund auf 2000 € leihen, da leihen Bulgaren bei 200 und etwas. Aber auch an der Vorgehensweise, wie verhandelt wird. An den nordischen Ländern zum Beispiel wollen sie gar nicht von staatlicher Intervention wissen. Da geht alles zwischen den Sozialpartnern geregelt. Am Süden als just die Konträr, da gehen die Sozialpartner sich nicht eins. Und da wird direkt gerufen, dass der Staat soll intervenieren. Auch wir haben so ein System Tripartit, wo wir froh sind, wenn der Staat mal dem Tisch sitzt, für zwischen den einzelnen Partnern zu verhandeln und dann noch den Moment seine Responsabilität zu holen. Das wie gesagt, von Brüssel. Merci für das Nachgucken, bis die nächste Woche.